Das Engagen geht weiter. Zurück bei Fire Emblem. Engage natürlich. Willkommen zurück, Sportsfreunde. Wir haben noch ein paar Dinge zu erledigen. Ich geh mal gucken, mein Zimmer. Also ich habe nicht nochmal vor zu pennen, weil das ist mir zu creepy. Vor allem das Erwachen. Oh, Zombie ist da. Oh, der kleine süße Zombie. Ich liebe diese Ladesequenzen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also nicht das Laden selber, aber Ladesequenzen, die finde ich schon cool. Für das Besonderes. Gut, was auch immer das sein soll. Gehen wir mal kurz in die Arena. Und dann wollen wir ein bisschen fighten. Müssen ja 3 mal übrig sein. Wer braucht dringend ein Level-Up? Louis, das kann dauern. Obwohl. Können wir kurz einen Test absolvieren, ob wir jetzt wirklich nicht mehr Erfahrungspunkte brauchen als vorher. Aber es muss eigentlich Quatsch sein. Alter, war das lieb ein Schwert. Louis. Ja, schon ein bisschen übel, Kumpel. Krass. Trotzdem 30 Erfahrungspunkte. Also, jetzt noch 2 Mal. Am besten solche, die kurz vom Level abstehen. Anna wäre eine Option. Ihr Wachstum zu checken, genauso wie Etier. Klingt vernünftig. Wieso kann ich mit Wander nicht? Aber er keine Items ausgerüstet hat. Gut, das macht Sinn. Schütze gegen Schütze! Aber er ist halt ein bisschen schneller. Verdammt, hat er einfach mal 100%, obwohl sie den besten Stahlbogen hat. Vielleicht muss ich im nächsten Kapitel... Obwohl, das Wachstum ist nicht schlecht. Ja, ich muss mal gucken, wer von beiden da besser sein soll. Bin noch ein bisschen unschlüssig. Deswegen werde ich die beiden, beziehungsweise die neuen Charaktere, die alle schon Level 10 sind, auch noch nicht entwickeln, weil mir das noch ein bisschen zu heikel ist, zu wissen, wer da besser ist generell. So, bei Anna mal gucken. Gut, dann tun wir generell die Waffe wechseln können, wa? Der hätte doch zuerst angreifen, oder? Dass er sogar zweimal zuerst angreifen kann, mit Haarübel. Eisengroß, also ob man das noch irgendwie verbessern kann oder so. Naja. Emblem, Engage. Fast zumindest. Bei euch hier unten. Level 9 für Lanzenfähigkeit. Ja, aber warum jetzt schon? Das Einzige, was man machen könnte, ist für Level 7. Als Stärke, Behendigkeit plus 2, das finde ich cool. Jetzt hat ein Panzerbrecher dabei, super. Hat 78 macht die Damage. Was ist los mit der Alten? So. Ja, natürlich auch einen anderen Charakter wählen können. Als die beiden. Beziehungsweise als Edelgard. So, ja, der ist ein bisschen schwierig. Bei Selika wissen wir, maximal das Bundle bereits erreicht, mehr geht nicht. Jetzt halt ein bisschen die Frage auch mit diesen Bandfragmenten. Lohnt es überhaupt schon, weitere anzuschauen? Ja, wobei... Warte mal, sie ist ja rein Mage-mäßig unterwegs, wa? Hat jetzt mal gesagt, halt Stärke einmal vergessen. Wenn zum Beispiel hier mit Selika macht, damit sie schon mal Magie plus 3 noch kriegt. Buchpräzision, Fähigkeitenerbe. Ich überlege sowieso, wie Citri mit Selika abgehen würde. Oder mit Micaiah zusammen. Mit Stabkunst noch, wa? Da wäre doch eine Idee, warte mal. Und hier. Mach gar kein Damage gegen die! Selika ist einfach zu übel.
Celica ist vollkommen overpowered. Dafür kriege ich Magie plus 3. Dann machen wir das gleiche nochmal. Citrin und diesmal nicht Celica, sondern ich mache mal... Mikaia war wohl noch. Heilendes Licht, Stabfertigkeit. Das sind plus 3, eher später. ブロディア王国大公が娘シトリニカ。私はミカヤ。よろしくね。Mikaia einfach immer trifft. So, warte mal, jetzt will ich ja eigentlich im Ringkammer. In die Ringkammer. In der das Ringkammer. Warte mal, wer hier? Hier müsste jetzt der Ring von Lucina eigentlich sein. Oh, nur weil wir es nicht geschafft haben. So fies. Wir durften sie nicht erlösen. Noch nicht. So, Prophet kein Erbe geht jetzt trotzdem noch nicht, wa? Haben wir es richtig verstanden? Wie kriege ich eigentlich mehr FP? Mal ganz doof gefragt. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mit dem kaum mehr FP bekommen habe beim letzten Mal. Hä? Oder darf ich noch irgendwas machen oder so? Ein bisschen mehr Bücher, nicht schlecht. Ja, die Dinger lernen natürlich erst ab Level 5, wa? Aber das, was er schon befürchtet hatte. Naja. Hä? Sieht plötzlich... Warte mal, hat die da seine eigene FP-Dinger insgesamt oder was? Oh, tatsächlich. Entschuldigung, ich wirklich erst jetzt. Gar nicht direkt den hier, wa? Da soll ich nur einen anwenden. Nicht zusätzlich in Kraft, okay. Vielleicht Immunität gegen Einfrieren. Hatten wir bis jetzt auch nicht das Problem. Mehr Treffer, warum nicht? Momentan bin ich ja ein Bund mit Marv, genau. Dauert natürlich noch, da ist mal klar. Auch hier eben noch 135 Punkte bei Michael, da muss ich ein bisschen warten. Stabkunst. Mach's trotzdem mal. Aber, Moment, doch. Wir haben natürlich jetzt mit Sigur bin ich unterwegs, aber das dauert noch. Okay, warte mal. Sonst noch nicht so viele Ringe jetzt. Soll man ganz ehrlich sein. Die neuen sowieso nicht. Huch. Okay, Bandringe erstellen. 95 Punkte. Noch ein paar aus Mikaias Welt. Und ein schwarzer Ritter.
Ich glaube, noch ein paar aus Silikas, wa? Konrad, ja gut, aber er hat eigentlich mal die Hoffnung, dass wieder mal ein Ding auftaucht. Bei Lukas kann was machen, bei Silke auch, okay. Konrad, immerhin schon mal ein B-Ring. Ja, schon mal cool. Ah, ich dachte mir eigentlich, kann vielleicht wieder mal der andere Typ hier auftauchen. Weil ich den Namen nicht mehr weiß, scheiße. Bündniswaffen. Ich habe eben noch keine Dinge da unten gekriegt. Wie kriegt man die wohl? Müssen wir gucken. Neue Informationen unter Ringe. Sehr schön. Ringe, Ringe, Ringe. War es nicht sogar so, dass ich eigentlich noch ein Bündnisgespräch hätte? Ein Verbündetengespräch, besser gesagt. Vor dem ich ein bisschen gedrückt habe. Ja, Somi. Der gute alte Somi. Ja, noch ein Gespräch, scheiße. Die Bande. Ne, da haben wir nichts Neues. Ringe. Sieh deine Ringe an. Jetzt will ich doch mal. Oder aber doch irgendwie noch was wieder. Individuelle kann ich nicht ändern. Die sind einfach generell. Synchronisieren sind einfach generell da. Und Bündnis ja erst, sobald ich wieder das Bündnis eingehe. Okay. Die Umboxan Resistenz. Ich will nur ganz kurz gucken, was passiert jetzt. Kann ich jetzt einen Stab verwenden? Nee, oder? Nö, ist aber sonst die Fähigkeit. Also die Fähigkeit selber, auch wenn es jetzt Stufe 1 ist, macht wirklich nur das, was steht. Treffer plus 10, wobei bei Stäben, ja gut, wenn ich einen Stab mal einsetzen würde gegen den Gegner. Was jetzt zu dem Zeitpunkt hier noch nicht haben, solche Fähigkeiten, aber ansonsten wäre natürlich cool. So, Buchpräzision, packe ich auch mal mit rein. Warte mal, was anderes. Genau, mal so machen und dann, ja, momentan ja nicht nötig, weil ich mit Selika ausgerüstet bin, aber schaden kann es trotzdem nicht. So. Finde ich auch eine coole Fähigkeit. Dann Resistenz. Stäbe kann sie auch anwenden. Bis Level C verwenden. Genau, das ist aber nur deswegen, war. Aber trotzdem, wieso ich irgendwie jetzt Mühe hatte mit den Stäben? Einen Pflegestab habe ich ja. Die Frage, ob das jetzt der falsche Stab für sie ist, ob ich irgendwie besser einen Heilungsstab nehme. Mit anderem dann, wie Ihnen hier, den Pflegestab gebe. Müssen wir uns sicher fragen. Okay, Stabkunst. Haben wir das jetzt auch? Ups, Entschuldigung, bin rausgeflogen. Aber ja, es gibt wohl doch keine, sage ich jetzt mal, Fähigkeit, die man erlernen kann, um eben irgendwie, in dem Fall jetzt irgendwie Stäbe anzuwenden oder so. Gibt es wohl jetzt so gesehen nicht. Das müsste ich eigentlich anders machen. Anders erlernen, besser gesagt, durch einen Klassenwechsel und so. Ringe, Ringe, Ringe. Die Frage ist, soll ich das jetzt schon machen oder halt aufs nächste Kapitel abwarten, weil ich noch nicht genau weiß, welche Charaktere ich dann brauche. Wäre eine Option. Okay, hier mit dem Klassenwechsel ist halt die Frage. Wir haben dann ganz kurz durchgehen. Und dann noch Level 10 und so. Vidame. Seht nachher Stäbe, die ich anwenden könnte. Alle Werte gehen hoch, zwar nicht viel, aber immerhin. Besonders effizient gegen feindliche Magier. Ja, Adlig wieder zurück auf Basis, war. Basiserfahrung. Jetzt eigentlich immer nur eine Weiterentwicklung. Offenbar, war.
Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel war das. War das Echos? Oder war es sogar Awakening, wo wir zum Teil sogar zweimal uns entwickeln konnten? Auch das geht nicht. War nötiger Level Magier, Level 10. Ich glaube, das sind einfach generell diejenigen, die ich eigentlich machen könnte, wa? Und mich entwickeln könnte. Okay, wäre schon mal interessant. Sie können zumindest auch mal im Feld weiter marschieren. Bei ihm ein Alvenir. Ein schmucker Prinz zu weißem Ross, erfahrener Lanzenkämpfer, der auch mit Schwerten vertraut ist. Das klingt schon mal geil. Das, so eine Magie steigt auch. Ja, gut, aber wozu? Goldener Lotus wird er nachher lernen. Beriteneinheiten und ein Feld mehr. Klingt natürlich auch cool. Ja, Stäbe, noch ein Stab dazu. Klingt eigentlich nicht schlecht. Bin nochmal mit Schwert dazu, klingt auch cool. Okay, das sind jetzt mal die. Wie sieht's denn aus mit ihr? Greifenritter. Macht 99. Alter Schwede, die geht ja ab. Eine Geschwindigkeit. Die kann nachher Stäbe auch einsetzen. Gut, ich glaube, die Kampfmünche brauchen wir bald nicht mehr. Schwertlanzen, Axtflieger. Mhm. Da man natürlich noch Stäbe nutzen kann, wäre natürlich schon cool. Wieso denkt man auch deswegen, wenn sie Stäbe nutzen kann, kann es natürlich auch schnell hin und her rennen und andere Truppen heilen. Das stellen wir gerade ein bisschen praktisch vor. So, er wäre ein ein Elite-Schütze. Das wäre Weise. Ja. Klingt auch nicht schlecht. Sogar Buch nach auf Rang S und könnte auch Stäbe verwenden. Magieharmonie. Die Frage ist halt, welches Buch nachher. Da hier Schwertmeister. Gibt es eigentlich auch irgendwie Assassinen noch oder gibt es sie nicht mehr? Nein, glaube ich ja weniger. Schwertmeister. Meine neuen Charaktere bin ich halt noch unsicher, weil es ist noch zu früh mit denen. Ich habe noch also nicht genau, was ich mit denen machen soll. Also quasi, ob die auch gut genug sind, aber ich glaube, ich mache tatsächlich Chloe, eben weil sie halt Stäbe nutzen kann, dann kann ich mit ihr schnell hin und her fliegen, andere Truppen heilen. Da finde ich eigentlich sinnvoll. Sieht auch hübsch aus. Jo, es gefällt mir. Dankeschön. So, leider kein weiteres Meistersiegel, ist aber egal. Verwalten. Jetzt natürlich ist das Problem mit dem Speer. Eisenlanze. Der Rittertod. Wenn ich die alten Rittertod jetzt wegnehmen würde, wem gebe ich ihn dann? Louis macht keinen Sinn, weil ich habe Sigurd zur Unterstützung. Kann ich mir das sparen. Alfred wäre wieder eine Variante. Aber ich habe Marv mit Rapier, der ist genauso gut. Gut, ist natürlich ein Schwert, aber trotzdem, es wird funktionieren. Dann aber schon wieder keine Lanzenkämpfer. Verdammte Axt. Ich muss einfach Chloe lassen. Zumal sie nicht so viel Power hat. Sie ist zwar schnell, aber nicht so viel Power und deswegen ist das eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee eigentlich. Okay, ein Heilungsstab. Ich will eigentlich mal den von ihr nehmen, weil ich glaube nicht, dass sie den nochmal nehmen wird. Oder ich kaufe einen neuen. Ja, komm, ich glaube, ich lege ihr. Lege ich bei ihr mehr Wert auf den Speed, sag jetzt mal. Mit dem man doppeln kann. Aber trotzdem eine stärkere Waffe.
Ich behalte mal die Eisenlanze. Wieder Tod natürlich sowieso. Dann holen wir uns mal nochmal einen neuen Stab. Das ist der falsche. Genau, einmal Heilung bitte. So, passt für mich. Dankeschön. Dann nochmal gucken im Inventar. Haben wir bei den hier natürlich gar keine Ringe. Ich sollte sowieso jetzt mit denen nochmal gucken, mit den Ringen. Ob ich irgendwie andere Ringe nehme. Ringe. Also warte mal, ist ja falsch hier. Inventar, da muss er über... Das ist so doof, hier über Enzyklopädie reingehen. Nee, Moment. Hier war's. Genau, aber Linde macht dir Magie, Geschwindigkeit, Glück. Ich weiß, ich lege noch ganz kurz ab bei ihm. Geschwindigkeit können sie durchaus brauchen, tatsächlich. Vor allem auch für ein bisschen mehr Trefferquote und so. Er hat zwar auch physischer Angriff, wird er sowieso nur um einsteigern. Da finde ich jetzt nicht so wichtig. Ne, Feni hingegen finde ich eigentlich schon ein cooler Wert, den es boosten würde. Die gute alte Tiki. Der gute alte Konrad. Und die Trefferquoten noch ein bisschen, wa? Ah, mit den Ringen hier kann natürlich auch die darin verlieren, seien wir ehrlich. Ja, mach's mal so, komm. Chloe hat ja aktuell den Ring. Welchen Ring hat sie? Von Shida. Shida da oder da? Generell ein guter Ring für sie, behaupte ich jetzt mal. Ich frage mich, ob Minerva vielleicht besser wäre. Ja, Shida oder Tiki ist derselbe Effekt, da bringt nicht, da macht es nicht viel. Minerva halt, mehr Verteidigung. Dabei ist bei ihr eigentlich schon der Speed wichtig, finde ich persönlich. Da bin ich bei Nabal drin, da ist so. Alkrös, okay, jetzt kommen die neuen mal dran. Da können sie auch mehr Speed gebrauchen, aber... Bandicap plus Verteidigung. Du bräuchtest eigentlich mehr... Ah, warte mal, da war die Magietante. Linde. So, Lapis Lazuli. Das sind noch keine Schwertkämpfer, hätte ich jetzt eigentlich gesagt. Verteidigung eigentlich auch nicht, auch nicht mehr KP. Irgendwas Brauchbares. Ja, kann man geben, einen Ring von Arden. So, die anderen haben auch noch hier Ringe. Dann sollen wir schon, jetzt haben wir wieder einen kriegen. Er braucht. Ja, Stärke, wenn nicht schlecht bei dir, Kumpel. Darf man offensiv ein bisschen was reißt.
Ja, gut, komm. Nehmen Sie den. Ich weiß doch auch nicht, Freunde. So. Ich glaube, sonst haben wir vorerst alles auch trainiert und so. Ich könnte... Ja, was kann ich noch machen? Ich könnte theoretisch schon so viel machen, aber seien wir ehrlich, wir brechen auf, komm. Göttliche Kapitel, nein, normale Weltkarte. Göttliche Kapitel machen wir später. Bin ich generell nicht abgeneigt. Schon nicht, aber... Die ganze Truppe und so ist mir alles noch ein bisschen... Ich würde eigentlich gerne dann ein bisschen erstmal Brody abschließen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Okay. Kapitel beginnen. Jo, ich würde sagen, ne? Ich kann nachher noch ein bisschen Geld hier ran investieren. In das Gebiet. Das geht natürlich schon. Aber ja, später. Ja, passt schon. Legen wir los, Freunde. Kapitel 8. Reich der Krieger. 着きました。あれがブロディア王城です。見たところイルシオン兵はいませんね。よかった。襲撃はまだのようです。城門の前に誰かいますね。見張りの兵ではなさそうですが。まさかやっぱりイルシオン兵が？いえ、違います。あれは兄上です。僕たちを迎えに来てくれたんですよ。待っていたぞ、神竜様。私がブロディア王国第一王子ディアモンドだ。あなたのお噂は耳にしている。お会いできて光栄だ。こちらこそお目にかかれて嬉しいです、ディアマンド王子。それからフィレネ王国のアルフレッド王子。遠路はるばる我が国にようこそ。事情はイブ女王の書簡で存じ上げている。お会いするのは本当に久しぶりだな。今が戦時というのは悔やまれる。スタルークもご苦労だったな。国境までの道は険しかっただろう。いえ、それより兄上、ご報告が。グランスール大橋にてイルシオン第二王女率いる部隊の襲撃に遭いました。何？敵部隊は何とか退けたのですが、そこで聞いた話によると、イルシオン第一王女がブロディア王女の襲撃を画策しているようです。狙いは我が国の若き獅子の指輪。このままでは危険かと。すぐに守りを固める必要があるな。報告感謝する。この件父上にも伝えよう。皆城の中へ。何事だ。皆そんなに怖い顔をして。父上、なぜこちらに？お部屋でお待ちいただいていたはずでは。そろそろスタルークが戻る頃かと思ったら、いても立ってもいられなくなってな。予感は当たっていたようだ。よく戻ったスタルーク。ただいま戻りました。迎えはいいですが、むやみに城の外に出られては危険です。前も何かと理由をつけては外で鍛錬ばかり。そう小言を言うな、ディアマンド。可愛い息子の出迎えをするのにいちいち怒られてはかなわん。それに今回は大切なお客人がいらっしゃるだろう。ご挨拶が遅れて申し訳ない。ようこそ神竜様。そしてフィレネ王国のアルフレッド王子。わしがブロディア王国の国王モリオンだ。はじめまして。まさかわしが生きているうちに神竜様と話ができるとはな。せっかくの機会だ。歓迎の手合わせを。父上、今は悠長なことをしている場合ではありません。スタルークからの報告でイルシオン兵の襲撃があったとのことです。おお、イルシオンの者どもだ。さらにイルシオン第一王女がこの王城を襲撃する画策をしているとか。ついに仕掛けてくる気か。よかろう。兵たちよ、急ぎ城の守りを固めよう。はっ。
感謝するぞ。よくやったスタルーク。そんな僕なんかにもったいなきお言葉を。お前のその卑屈なところは本当に治らんな。森オンを来た早々で申し訳ないのですが、ご協力いただきたいことが。紋章師の指輪だろう。そうおっしゃると思って指輪はここに持ってきておる。若き獅子の指輪をな。 Der Ring des jungen Löwen. Diesen Ring werden wir uns in der nächsten Folge genauer angucken und dann sind wir sicher hier um das Schloss Brodia kämpfen gegen die Illusianer. Ich bin sehr gespannt, wie das noch mit diesen dunklen Emblemen weitergehen wird und ja, ich hatte glaube ich mal vor 2-3 Kapiteln, also schon ein paar Folgen her, gab man eine Theorie aufgestellt, was passiert, wenn man uns unsere Ringe klaut. Also tatsächlich klaut. Ich hoffe, dass wir das noch lange nicht erleben werden. Hoffentlich erst zum letzten Kapitel zu, das wäre cool. Bis nächstes Mal. Ciao zusammen.